Und deshalb keine Kinder hat, keinen Sohn. Es drängt sich dadurch in seiner Person, in seinem Dasein. Und wir glauben euch fest daran, dass Allah Ta'ala Engel erschaffen hat, die wir natürlich nicht sehen. Und wir glauben an die Bücher, die Allah Ta'ala gesandt hat. Einige Bücher hat Allah Ta'ala im Koran erwähnt. Und einige hat er nicht erwähnt. Und an beide Sorten glauben wir. Und wir glauben auch, dass Allah Ta'ala eine Vielzahl von Gesandten und Propheten gesandt hat. Zu uns, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Letzte. Und für diejenigen, die vor uns waren, hat er sehr viele Gesandte gesandt. Und Propheten zu den Kindern Israels und anderen Völkern. Und wir glauben an alle Propheten. Und wir machen keinen Unterschied zwischen Jesus und Moses und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir lieben alle Propheten. Und wir glauben auch fest daran, dass es ein Tag kommen wird, an dem Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Angefangen von Adam bis zum letzten Menschen, der auf die Welt gesetzt wird. Und wir glauben auch fest daran, an die Vorbestimmung. Es gibt keine Zufälle im Islam, es gibt Vorbestimmungen. Wir glauben an die gute Vorbestimmung, sowohl auch an die schlechte Vorbestimmung. Das alles von Allah Ta'ala ist. Das sind Sachen, an denen jeder Muslim fest glauben muss und daran nicht zweifeln muss. Weil sollte der Muslim an eines dieser Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, zweifeln, besteht die Gefahr, dass er aus dem Islam austritt. Alhamdulillah, dass Allah Ta'ala dich recht geleitet hat zu diesem Glauben. Wallahi, das ist ein Beweis dafür, dass Allah Ta'ala dich mag. Und dass Allah Ta'ala dich liebt. Und dass Allah Ta'ala gesehen hat, dass in deinem Herzen, dass du einen reinen Herzen hast. Weil das Allah, wenn Allah Ta'ala einen Menschen zu seiner Religion recht leitet, geschieht das nicht aus Zufall. Es gibt keine Zufälle im Islam. Allah Ta'ala leitet nur diejenigen zum Islam, die nach dem Islam streben und nach ihm auch suchen. Und er leitet nur die zum Islam, die den Islam auch wollen und möchten. Schau dir, wie viele Millionen, weil Milliarden von Menschen, die weit entfernt sind vom Islam sind. Warum finden sie nicht den Islam? Und manche lesen über den Islam und leben zwischen den Muslimen, aber sie werden nicht recht geleitet. Warum? Weil ihre Herzen nicht danach streben. Das sagte Allah Ta'ala in einer biblischen Überlieferung. Fastahduni ahdikum. Das heißt, bittet mich um Rechtleitung, so werde ich euch recht leiten. Deshalb hat Allah Ta'ala inshallah dich zum Islam recht geleitet. Und möge Allah Ta'ala dich auch in diesem Glauben auch befestigen. Und möge Allah Ta'ala dir auch die Kraft geben, dass du diesen Glauben auch respektierst und auch umwandelst in Taten. Und möge Allah Ta'ala deinen Herzen reinigen, so dass du die Schönheit dieses Glaubens auch spürst. Wenn du offene Fragen hast über diesen Glauben, bevor wir die Shahada aussprechen, können wir inshallah jetzt beantworten. Wenn nicht, dann sprich mir nach. Wenn du möchtest, auf Arabisch oder auf Deutsch. Es spielt keine Rolle, wie du die Shahada aussprichst. Entweder auf Deutsch oder auf Arabisch. Ist bei Allah Ta'ala gleich. Auf beiden. Teil, inshallah. Bismillah wa sallallahu alaihi wa sallam. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Sag, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Möge Allah Ta'ala dich befestigen, inshallah. Hiermit bezeuge ich, dass es keinen Gott außer Allah ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs Ta'ala ist. Möge Allah Ta'ala dich befestigen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi al-hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi al-hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi al-hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله